Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig und kaum habe ich den Speicherpunkt wieder geladen, hieß es Deacon St. John, hier spricht Captain Curry, bitte komm. Was gibt's, Captain? Der Colonel will Sie sehen. Er ist in seinen Gemächern in der Okay, Arche. das hatten wir schon. Seine Gemächer? Wenn Sie vom Hauptcamp aus reingehen, müssen Sie hinter dem ersten Lagerbereich nach links. Okay. Bla bla bla. Wir müssen jetzt erstmal den ganzen Kram hier abliefern. Genau, Ja, erst einmal das Zeug wissen zu Sie, Sarah. Was er will? Irgendwas mit einem Dienstplan. Lassen Sie ihn nicht warten, Corporal. Nein, Sir. Ihr Name fiel bei einem wichtigen Projekt. Bleiben Sie sauber, dann werden Sie demnächst vielleicht befördert. Bla bla Ja, bla. Sir. Curry Ende. Wir bringen jetzt erstmal die ganze Quest zurück. Ein wichtiges Projekt? Was für ein Projekt? Das bedeutet für Sarah was und das bedeutet für Weaver was. Und, willst du mal probieren? Bedient dich. Danke, Corporal. Ich hoffe, du warst vorsichtig. Das ist giftig. Ja, sicher doch, Ma'am. Hör zu, ich habe einen Plan. Ich kann jetzt nichts erklären, aber wenn ich das nächste Mal herkomme, musst du fluchtbereit sein. Okay? Corporal. Ich hab dir gar nicht gedankt. Weitermachen. Jetzt habe ich leider nicht lesen können, was drauf steht. I never said you thank you oder irgendwas in der Art. Ich habe einen Plan. Sie wollen Vertrauen in Wizard Island. Ich gebe niemals auf. 74%. Herstellungsrezept vergifteter Bolzen. Nicht schlecht. Mit violetter Schaft. Interessant. Moment. Das ist zu Weaver, genau. Das hätte ich gern markiert. Kehre zu Weaver zurück. Genau, der kriegt jetzt auch noch so einen Hey. MP3-Player. Hey Mann, wie geht's dir? Mehr habe ich nicht gefunden. Oh Mann, was haben wir denn da? Oh, Bruder, du bist ein Lebensretter, Mann. Jederzeit. Danke. Brauchen Sie sonst noch was, Weaver? Ne. Weaver, brauchen Sie... Großartig. Hey, Corporal St. John, du bist einer von den Guten. Du bist wie ein Bruder für mich. Sau gut. Okay. Weaver ist glücklich. Er hat sich so mit Musik zu 9. Warum zu 69%? Er hat das Ding doch. Naja, gibt auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr. 89% guter Soldat. 70% lass es hochgehen. Und dann bleibt der Colonel Garrett Keys. Das ist kein Leben. Ah, okay. Da kann ich noch mit Busa ein bisschen schwafeln. Ja, steht Sarah. Alles cool. Ich möchte erstmal nicht mit dem dappischen Colonel Garrett sprechen, auch wenn er jetzt gerade in der Nähe ist. Auf den habe ich nicht wirklich Bock. Auf der armen Sir. Auf den habe ich keinen Bock. Das zögere ich so lange wie möglich raus. So. Einmal Schnellreise. Wie ihr sehen könnt, heute wieder neuer Aufnahmetag, wieder neues Zwielicht. Es ist der 10.11. und es ist draußen total neblig bei uns und grau und wolkeverhangen. Ist halt so ein richtig schöner Herbsttag zum Zocker eigentlich. Und ich bin immer noch so leicht verschnupft, das habt ihr vielleicht durch Dragon Age mitkriegt. Ich bin immer noch etwas verschnupft, deswegen räusper ich mich häufiger als sonst. Und deshalb kann ich tatsächlich sagen, es liegt nicht nur am St. John und Raucher. Captain Curry, ich hab Sie, Sir. Private Gomez ist auf dem Rückweg. St. John, gute Arbeit. Ach ja, Private Ich Gomez war frag später die nochmal nach ihr. St. John Ende. bei dem miese Camp, wo sie mal sämtliche Sachen geklaut haben, die Schweine. Aber das musste ich ja glücklicherweise nicht zurückkaufen, das ganze Zeug. Das konnte ich ja einfach so wieder kostenlos mir holen.
Das fand ich ganz gut. Ach ja. Aber schön auch mit einer farbige Wolke, die nur noch unterwegs sind. Der farbige Dunst, dieser rote. St. John und Curry, Captain. Ich wieder wollte nur Gomez. wissen, ob Gomez gut angekommen ist. Ja, Private Gomez war sehr dankbar. Sie sagt, dass sie ohne ihre Hilfe jetzt wohl tot wäre. Ich mache nur meinen Job, Captain. St. John Ende. Okay. Da ist das nämlich auch rum. Da können wir nahtlos hier weitermachen. Boozer, hörst du mich? Lost Lake Camp kommen. Dick, wie schön von dir zu hören, Bruder. Wie läuft's? Ja, es ist alles bestens, Boozman. Es ist alles gut. Ach ja? Blödsinn. Wie lange kennen wir uns? Komm, was ist da los, Bruder? Hör zu, Sarah, also, es ist eine lange Geschichte. Sie ist Teil der Miliz da unten und sie will mit mir herkommen, aber jetzt zwingen sie da zu bleiben. Sie wollen uns nicht gehen lassen. Was zum Teufel? Ihr kommt da nicht weg? Scheiße, Dick. Okay, ich schnapp mir Iron Mike und Ricky und so und wir finden einen Weg zu euch. Wow. Boozer, nein, du verstehst das nicht. Hier sind Hunderte Bewaffnete. Die haben Waffen von der Nationalgarde, vom Militär. Hey, das ist mir total scheißegal. Wir werden... Oh, verdammt, jetzt hör mir zu. Ihr Anführer, der Colonel, der darf nichts von Lost Lake wissen, okay? Er ist verrückt, Boozer. Absolut durchgeknallt. Die Miliz greift jedes Camp hier an, das sie findet. Drifter, Herumtreiber, Camper, das ist denen scheißegal. Verdammt, Dick. Ich komme schon klar, okay? Ich habe da so eine Idee. Aber wenn mir was zustoßen sollte und wenn du nichts mehr von mir hörst... Dick, du wirst das ganz sicher schaffen, wie gesagt, okay? Du schnappst dir Sarah und bringst sie so schnell wie möglich her, klar? Das ist der Plan. Ja, Boozman, alles klar. Okay, das ist schon besser. Ich höre dich nicht mehr. Ich kann... Dick? Dick? Alles klar, Bruder. Alles klar, dicken Ende. Das ist denen egal zu 85%. Was ich da an Message raushöre, ist, dass Colonel Garrett weg muss. Iron Mike, 1000 Vertrauer, kurz vor der Höchststufe bei Iron Mike. Das ist kein Leben zu 100%. Boozer wird überleben. Jetzt braucht er einen Grund zu leben. Individuelle Designs freigeschaltet. Individueller Akzent, das ist kein Leben. Was es heißt zu überleben. Ja, das wird zwar der Krusch, der in der Nähe ist, aber da ist O'Brien wieder involviert. Ich mag jetzt eigentlich doch nochmal den... Ach, wenn ich den Typ nicht ausstehen kann. Die Quest muss ich machen. Ich mag dann den Colonel Garrett-Scheiß so schnell wie möglich hinter mich bringen. Und ja, die Miliz ist unter seiner Führung vollkommen wahnsinnig. Der Typ attackiert sämtliche Überlebende. Was sich nicht der Miliz anschließt und religiös-christlich gut genug für ihn ist oder von der Fähigkeit gut genug ist, wird entweder zur Arbeitssklave gemacht oder direkt aufgehängt. Also, das ist wirklich unter seiner Führung ist das absolute Scheiße. So, dabei könnte man so viel Gutes machen, indem man beispielsweise die Miliz mit Camps im Norden zusammenlegt und dann damit im Prinzip wieder getrennt hätte zwischen Staat in Anführungszeichen und Militär und Militärdiktatur, die er hier macht. So, ich höre schon Freaker, das heißt, wir sollten dringend noch Wizard Island zurück. Und dann schauen wir mal. Wahrscheinlich wieder irgendein wahnsinniger Scheiß für uns haben. Und kommt wieder mit seiner und der Herr lächelte Feinreder und irgend so ein Psycho-Bibel-Zitat. Wie war das bei The Simpsons? Der Reverend Lovejoy, wo er bei The Simpsons zum Obendessen eingeladen ist. Bedenken Sie, Homer, Matthäus Kapitel 23, Vers 17. Der ist einem törichten Manne gleich, der sein Haus auf Sand gebaut. Und der Homer nur dazu, und darf ich Sie erinnern an Matthäus Kapitel 18, Vers 17? Und er dann einfach nur zitierend,
Und er ging hinaus zur... Moment, wie war das? Und er ging hinaus... und er verließ sie hinaus zur Stadt Genbytamien und blieb da selbst. Da hauen wir nur... Genau. Denken Sie mal drüber nach. Okay, Mann, da habe ich mich ein paar Mal verhaspelt. Gerade normalerweise habe ich diese Simpsons-Zitate aus dem FF raus. Wenn ich allerdings noch nebenbei am Suche, am Steuern und so weiter bin. Das ist wieder zu viel auf einmal, kann ich nicht multitasken her. Aber ich glaube, der Typ steckt in der Arche. Kann das sein? Nee. Okay. Hilfe. Triff dich mit Colonel Garrett. Der wird aber nicht bei seinem komischen ursprünglichen Platz dort draußen rumstehen, oder? Einen Moment. Du bin ich wieder. Alter Falter, das habe ich mich eben dermaßen widerwärtig verschluckt. Ich glaube, das ist besser so, dass ich nur kurz weggegangen bin. Ich habe gerade noch so, Moment, und kurz noch rauskriegt. Das war ja kurz vor Igitt. Wo steckt der Typ eigentlich? Ohne Scheiß. 100 Meter von hier. Wo soll das sein? Wo zur Hölle soll das sein? Ja, für mich wirkt es tatsächlich, als wäre der Kerl irgendwo in der Arche. Alter Latz. Ich hasse sowas. Vor allem, wenn Spike dir auch noch nicht mal wirklich die Route vorgeben kann, ne? Also laut Bike müssen wir hier lang. Und dann hier. Ja. Und dann geht's hier in die Arche. Ich fahre jetzt einfach durch. Ich fahre nicht einfach durch. Die unsichtbare Wand hat mich auch noch Silber Stabilität gekostet. Schön, weil ohne das Ganze habe ich nämlich keine Karte mehr, die mir zeigt, wo ich hin muss. Darf man vielleicht in die Richtung? Ja, das sieht schon besser aus. Alter. Ich hasse sowas. Komme ich mir jedes Mal wie ein Dummkopf vor, wenn ich den Weg nicht finde. Ärgerlich. Jetzt müssen wir noch warten auf die Filmsequenz. Sir, ich war... Wissen Sie, als ich jung war, wir erforschten Höhlen wie diese hier, suchten nach Felszeichnungen von den Modok und anderen. Jahrtausende alt. Wissen Sie, sie lebten nie in diesen Höhlen, die Heiden. In Kälte und Dunkelheit. Doch sehen Sie, wie tief wir gefallen sind. Colonel, ich war Der auf Soldat, Suche der nach- Lieutenant Whittaker und Weaver zugeteilt war, den Sie ersetzt haben, ist fahnenflüchtig. Er brach in meine Privaträume ein und stahl mein Exemplar der Heiligen Schrift. Ich will sie zurück. Ja, Sir. Sie finden seinen letzten Standort auf der Karte. Wegtreten, Corporal. Okay, wieder irgendein Bibelscheiß. Und zwar noch von dem Kaspar, der vorher die Missionen gemacht hat, die Deke jetzt macht. 100%, der tiefe Fall der Menschheit. Noch ein bisschen mehr Vertrauen. 94% guter Soldat. 79% Recht und Unordnung. Das Böse ist unterwegs. Ach du Liebe-Zeit. Was ist das? Oh Gott, das habe ich mal das dumme Gefasel von einem Dummschwätzer höre. Und wo der andere Knetkopf ist, hat er mal nicht gezeigt, oder? Ah doch, hier, Kopfgeldjäger. Das willst du gar nicht wissen. Mach, das Kopfgeld sieht aus, finde ich. Myers. Ach, der Michael. Weiß Bescheid. So. Naja, gibt noch was. Hervorragend. War das? Ja, das war hier. Nahkampf. Jo, Stiefelmesser. Ich glaube, ich nehme jetzt wirklich das hier. Schraubenschlüssel. Verdoppelt die Effektivität von Schrott bei Motorradreparaturen.
Ja, das finde ich gut. Dann verbrauche ich nämlich allzu viel Schrott, wenn ich mein Bike repariere. Halte mal eine Gaula. Hier rum. Ich glaube, das hätte mich trotzdem Schrott gekostet, aber wenn ich mehr Schäden am Bike habe, dann kostet es mich auch weniger Schrott. Da bin ich ein generell großer Fan davon, mit Materialsparer. Hier. Zu Colonel Dummschwätz. Kommt aus seiner Arche rausgekrochen und babbelt wieder einen Scheiß, dass es gerade so kracht. Aber die Uhrzeit stimmt nicht. Der muss die ganz episch bei der Abenddämmerung halten. Oh Gott, das wird wieder was. Vor einiger Zeit stand ich hier vor euch und beklagte den Verlust von Captain Jimenez, unserem einzigen Arzt und meinem guten Freund. Red mal Und lauter. für welche große Sache hat er sich geopfert? Nur damit ein Junkie, diese widerwärtige Kreatur, Hai werden konnte. Jimenez starb, weil er sich zwischen einen Junkie und seine Drogen stellte. Alter, was die für Drama-Geste abzieht. Ich habe Maßnahmen ergriffen, damit das nicht mehr vorkommt. Zu ihrem eigenen Schutz. Die Lieutenants Whittaker und Weaver werden in der Arche ab jetzt streng bewacht. 24 Stunden am Tag. Alter, ist das ein Spinner. Die, was ist Ab denn da? heute gilt: Personen, die über großes Wissen verfügen, das nicht zu ersetzen ist, Mechaniker, Ingenieure, Forscher, medizinische Kräfte, werden von ihrer Pflicht entbunden und in die Arche verlegt, bis dieser Krieg vorbei ist. Von jetzt an darf die Arche niemand mehr ohne ausdrückliche Sondererlaubnis betreten. Diese Erlaubnis kann nur von mir ausgestellt werden. Alter. Ausnahmen sind nicht möglich. Leider muss ich erkennen, dass die Freaks niemals unsere echten Feinde waren. Sie wissen nicht, was sie tun. Die Menschheit, die vollkommen degeneriert ist und in Sünde lebt, ist unser wahrer Feind. Behaltet eure Nachbarn im Auge. Ja, Das Böse ist seid tausend. paranoid zu euren Nachbarn. Alter. Weggetreten. Fall tot um. Was ein Arschloch. Ohne Scheiß. Statt dass er es normal machen wird. Das Böse ist unter uns. Ohne Scheiß, wenn ich an dem seiner Stelle wäre, hätte ich Folgendes mache. Die Leute, die nicht so Ersetzer sind, kriegen ab sofort stärkere Bewachung innerhalb von ihrer normalen Einrichtung. Und sie kriegen einen Adjutant, den sie A lernen, damit das Wissen weitergeben wird. Und nicht einsperren. Bis ein totaler Hass auf die Miliz hin. Falls sie denn nicht eh schon längst hin. So, Colonel Arschtyp. Diamond Lake hat derzeit nichts an mich. Dann hieß er an sich hier weiter in die Richtung. Ich mache mal gleich die Kopfgeldjäger-Quest aktiv. Fahr wieder dort hier direkt mit der Schnellreise und dann kümmern wir uns höchstwahrscheinlich Evermoyer dann um den Myers. Und dann können wir auf jeden Fall auch direkt wieder zu dem O'Brien-Treffpunkt gehen. Ich denke, das ist in Ordnung so. Muss ich nur auf der Karte drauf achten, dass ich nicht zuerst O'Brien-Event auslöse. Heieiei. So. Ja, das ist halt das Problem. Da komme ich nämlich exakt hier vorbei. Ja, wir schauen mal, dass wir das irgendwie noch hinkriegen. Dass ich das umgehen kann. So, schauen wir mal.
Jetzt ist natürlich wegen dem Dummschwätzer schon wieder Ofendämmerung. Und es sind wieder überall Freaker unterwegs. Und ich sollte tatsächlich aufpassen, wo ich hinfahre. Ja, dass mir so ein Scheiß noch einmal passiert wie mit einer dappische Bandite, wo ich in der Zelle wieder aufwach und hab sämtliche Waffen abgerippt kriegt. Das wird das mal passieren, hoffe ich. Aber ich hab do wieder im letzten Moment erst wieder gesehen, dass diese scheiß Schnur da gespannt war. Okay, das sind jetzt nur Freaker. Mhm. Okay. Ja. Ich muss aufpassen hier. Ja, da wird nämlich schon die andere Quest angezeigt. Hat glücklicherweise gelangt. Piep. Was war das? So. Ja, ein paar Minuten immer noch. Okay, Private Myers. Wo zum Teufel steckst du? Finde das Anarchistencamp. Wir können Spezialschallwaffe. Schalldämpfer. Spezialwaffe, Schalldämpfer, Herrgott der Moll abbringen. Schauen wir mal. Okay, das ist der Bereich dahinter dann schon. Moment mal. Das etwa deine neuen Kumpel? Scheiße. Ich finde es erstaunlich, dass diese Deserteure immer sofort irgendwo in der Pampa, die eigentlich schon längst als geräumt gilt, irgendwelche Bandite finden und sich dann sofort anschließen können. Wenn Deke als Lone Wolf und Lone Survivor hier durch die Gegend zieht, wird der sofort attackiert. Und irgend so ein Deserteur, irgend so ein Arschloch, muss nur auf die Straße rausgehen und kann sich sofort der nächste Bandite anschließen. Ich finde es irgendwie bewundernswert. Die können sich sofort irgendeiner Bande anschließen. Okay, da hinten patrouilliert auch schon irgendjemand. Ich meine, ich sehe denn. Ja, das. Ups. Moment, das sind irgendwelche. Ach du. Ach, der mein Freund. So. Und. Adieu, mein Feind. So. Dann haben wir dann noch. Niemand mehr? Nö. Anarchisten. Okay. Ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen. Und diese Anarchisten scheinen sich wohl auch tatsächlich in einer größeren Beliebtheit zu erfreuen. Attraktor und Sterilisation. Sterilisierungsmittel. Ja, jetzt ist Desinfektionsmittel. Kann man das halt einfach Desinfektionsmittel nennen? Tschüssi. Also es sind auf jeden Fall noch welche durch, höre sie, jo, aber... Ah ja. Ich würde gerne wissen, wo dann noch, ne? Schnappt euch das Schwein, er hat sie erwischt! Ja, wo sind sie dann? Ah. Tschüss. Tschüss. Da stimmt sehr vieles nicht. Ups. Und ja, ich verstecke mich im Gebüsch. Das hast du richtig erkannt. Upp. Hoppala, warte mal. Wo ist er dann? Der Chef Knetkopf. Ah, da ist er. Sack du Dreck. Spüre das Kopfgeldziel Meyers auf. Okay. Aber es sind anscheinend noch Typen da. Warum kämpfen wir überhaupt? Lass uns Freunde sein. Ich muss in Deckung. Die kommen immer häufiger mit ihrem blöden Argument mit Lass uns Freunde sein. Aber erst wenn ich die halbe Truppe abgemurkst habe.
So. Der hat sogar noch Molotovs gehabt. Aber ich jetzt sage, ihr liebe Leute, nachdem ich jetzt hier gut aufgerahmt habe, könnte ich noch Schauen wir uns mal um. könnte ich noch die Bikes sabotieren und mir vielleicht noch ein bisschen Schrott hole. Ja. 3 Schrott sagen wir auf jeden Fall nicht näher dazu. Zurück. Ja. Hervorragend. Bikes, die irgendwo rumstehen, ist immer umsonst Schrott für mich. Das finde ich sehr gut. Und die müssen es erstmal wieder auf 100% oder auf zumindest ein bisschen reparieren. Damit sie wieder die Kurve kratzen können. So, komme ich da hoch? Ja, komme ich hoch. Sehr gut. Ich mag einfach nur einen sauberen Abschluss haben, bevor ich mein Da oben. Cut setze. Und ich glaube, hier sieht es eigentlich ganz ordentlich aus. Jo, dann sehen wir uns wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig Ivermeier. Also machen's gut bis dahin. Ayan. Yankee.